Endlich sind wir hier in Puerto Sacarico angelangt auf Tagarigua, doch Sebastiano ist gar nicht mehr so freundlich, wie man irgendwie noch ursprünglich in Erinnerung hatten. Ja, willkommen zurück bei diesen 3 Titans, wie gesagt, Sebastiano war auch schon mal besser drauf. Mal gucken. Ich sofort, wenn hier was fehlt. Ah ja, ist schon klar. Versuch gar nicht zu klauen. Ja, können natürlich auch anschleichen. Meist Liebe 2, Krug. Hier keine Dummheiten. Kann natürlich sein, dass wir dort in der Kiste drin etwas finden, was ihn verraten würde. Aber ich glaube, es wäre vorher ein bisschen klüger, auf ihn einzugehen. Ich werde die Deserteure für dich erledigen. Das will ich hoffen. Deserteure haben nichts Besseres verdient. In Zeiten wie diesen dürfen solche Schwächen nicht geduldet werden. Es muss ein Exempel statuiert werden. Dein Geisterdiener gefällt mir. Wir sind uns ähnlich. Liegt wohl daran, dass er mal ein Vorgesetzter war, aber weiß natürlich gar nicht mehr. Vermutlich war es vor Mendozas Zeit. Ich bin natürlich vor seiner Zeit. Totendeserteuren! So, wenn das jetzt, ich glaube, einer war doch direkt hier unten, genau. Der ist hier und der andere ist noch hier oben. Habe ich irgendwo hier Teleportpunkte? Ja, ich habe einen dort hinten. Warte, das ist der nächste. Weiß ich ja auch nicht. Ich frage mich nur gerade, ob es vielleicht hier sogar noch irgendwo. Muss es irgendwo noch einen Teleportpunkt geben? Das kann doch gar nicht sein. Ah, ich wusste es doch. Das ist hier ein... Wieso brennt es hier so? Geht doch. Ne, vor allem direkt beim Teleporter. Hä? Naja, irgendeinen Sinn wird schon dahinter geben, hoffen wir zumindest mal. So, haben wir eine Schildkröte, sonst noch ein paar Viecher. Muschen vor allem noch. Okay, Leute, gehen wir direkt mal los, wa? Oh Mann, ey. Ich muss den Typen echt erledigen. Wieso immer diese Gewalt? Ja, genau, weil es natürlich... Das Denkvermögen fördert. Ich dachte gerade, das wäre bei uns. Das wäre allerdings ein bisschen crazy gewesen. Okay, Monster bereits erledigt hier, glaube ich zumindest. Dürfte also keine mehr vorkommen. Dann gehen wir doch erstmal hoch und gucken, was er uns denn wohl zu berichten hat. Der gute Severin, wa? Mann, Kumpel, renn mal ein bisschen schneller. Und vor allem länger. Alter, 10. Alter, kann mal 10 Meter rennen, um bereits aus Puste zu sein. So ein Wächter, ziemlich schwach. So, gleich haben wir es, Leute. Gleich haben wir es. Hoffe ich zumindest. Dort ist er ja. Sebastiano möchte dich tot sehen. Ich weiß. Und was gedenkst du zu tun? Lass mich raten. Seele plus 1, Seele minus 1. Gar nichts. Halt dich weiter versteckt. Wenn du dich nicht blicken lässt, wird dich jeder für tot halten. Du hast Schneid, Junge. Das gefällt mir. Was ihm natürlich gar nicht gefällt, das Problem ist, wir haben jetzt natürlich Seele plus 2 gemäß, die wir natürlich zu hohen Seelenwert haben. Dann haut er bekanntlicherweise dieser Typ wieder ab, weil ich glaube, das passiert jetzt bei 68 und so. Man kann natürlich nie vorsichtig genug sein, das heißt, ihn wird er vermutlich killen müssen, einfach nur damit es einen Ausgleich gibt. Ja, er war natürlich fies und so, und wenn es an mir gehen würde, können wir sowieso Seelenwert nur 30 haben oder so, kein Problem. Das spielt das Maximum, aber ich will ja in diesem Let's Play, wie gesagt, gucken, dass wir möglichst alle Teammitglieder, also sprich Crewmitglieder auf dem Team behalten bis zum Schluss. Also natürlich auch mit Mendoza und auch mit denen, die abhauen würden, wenn unser Seelenwert niedrig wäre. Also müssen wir wirklich ja, irgendwie halt im Gleichgewicht behalten, dankeschön.
Ich soll dich von Sebastiano grüßen. Oh, ich schätze, jetzt bin ich wirklich im Arsch. Sorry, Kumpel. Das stimmt. Scheiße, dann komm her. Dich mache ich fertig. Respektable Leistung. Ruhe in Frieden. Aber schon verrückt, wa? Wir haben so wenig, also, er hat zumindest wenig Schaden gemacht, wir haben grausam viel gemacht, liegt sicher daran, dass man die Quests halt schon zu Beginn weg des Spiels machen könnte. Tja, Tote in Deserteuren. Eines gerettet, die anderen haben wir gekillt, das ist doch mal sehr, sehr schön. Ich muss mich um die Truppe kümmern. Ja, mach das mal. Und jetzt kann ich mal ganz kurz hier oben gucken. Ja, da ist er hier plötzlich. Du fasst hier nichts an. Da wäre noch was. Der Soldat Vasco ist tot. Sehr gut. Ich hoffe, er hat seinen Verrat teuer bezahlen müssen. Zeigt bei Severin keine Gnade. Erstatte mir bald wieder Meldung. Da wäre noch was. Der Soldat Severin wird dir keine Probleme mehr bereiten. Das ist eine großartige Nachricht. Er war des Ranges eines Kommandanten sowieso nicht würdig. Ich habe mich um die Deserteure gekümmert. Gut gemacht. Das wird den anderen eine Warnung sein. Hier hast du noch mal eine Extra-Belohnung. Dankeschön. Mach dich nützlich. Hallo? Ja, aber jetzt kommt doch... Ja, jetzt müssen wir mal wirklich das mit seiner Leiche machen. Tja. Also entweder kriegen wir hier noch ein paar Infos. So die Frage, wie komme ich da... Aber es klappt unter uns direkt entdeckt. Welche zwei bleiben direkt oben? Okay, die hier. Den kann man natürlich nicht. Gut. Was? Das auch nicht. Okay. Ich glaube, so vielleicht? Nee, auch nicht. Verdammt. Boah. Das ist nerviger. So, jetzt aber. Auch nichts Besonderes. Verdammt! Maßliebe 2 ist hier noch. Benimm dich hier. Hier steht was von einem Fingerknochen. Den habe ich schon. Tja, ist halt die Frage, wie weiter, wa? Ich meine, noch eine 70er Truhe, aber irgendwo muss da was finden bezüglich die Fuegers Leiche. Na, das ist so mühsamer. Dann. No. So. Jetzt die zwei, ich muss noch die ersten zwei. Nein, doch nicht. Moment. Ganz logisch vorgehen. Die hier, der zweite. Nein, ich bin zu weit. So, Nummer 3. Jetzt kommt der hier, dann der hier. Der, dann der letzte und der erste. Ein Enthaupter. Schon um 20 bis 60, nicht gerade viel war. Schmerztöter, Splitterhagel. Das hatte ich gehofft, die Skillpunkte bereits hier braucht, dass es ein bisschen wertvoller wäre. Tja, wir sollen es nützlich machen. Natürlich können wir irgendwie noch fragen, von wegen, ja, wie sieht's mit euch aus und so. Du hast in Puerto Sacarico nichts verloren. Oh, mehr als du glaubst, Kumpel. Und das ist natürlich der andere Typ hier. Wir beobachten dich, Zivilist. Ja, ja, genau.
Die Obertruhe kann ich erst später knacken, wenn es Nacht ist, war und dann halt. Sebastiano pennt. Nun gut. 1, 2, 3, der geht auch nicht. Jetzt scheine ich aber richtig zu sein. Dann die 2. Dann. Da geht's ja nicht. Schlösser knacken wie ein Profi. Du wagst es hier zu stehlen? Alter! Und schon ist Ruhe. Also Schaden hat er gut gemacht, muss ich mal so zugeben. Respekt, Kleiner. Also, erst du aufgemacht, kein Problem, jetzt plötzlich hier, macht er plötzlich so ein Hammer daraus. Klaut hier einfach. Respektable Leistung. Nö, vielleicht finde ich jetzt was, war? Tau hauen und dann Beweismittel finden. Nö, geht nicht, was? Der steht wieder schnell auf. Hinrichtung. Widerrufen. Alles klar. Der Mistkerl klaut hier einfach. Das war's dann wohl. Ja, ja. Das ist auch ein Hieb natürlich nur bewusstlos, ist klar. Der Schlag war zu viel. Tja, jetzt haben wir zumindest mal den Plan aufgedeckt. Hallo? Und jetzt die Quest schon wieder? Irgendwo nirgends, wie es aussieht. Hä? Mal kurz mit ihm quatschen, vielleicht geht's wieder. Merke sofort, wenn hier was fehlt. Es gibt keinen Grund, mit dir zu reden. Na toll. Jetzt ist er sauer auf uns, will nicht mehr quatschen. Was für eine eingebildete Leberwurst. Ja, okay, noch ein bisschen bewusstlos von mir aus. Wir können ja mal mit den anderen Leuten quatschen hier, wa? Wegen dem Plan und so, vielleicht finden wir noch etwas heraus. Du hast in Puerto Sacarico nichts verloren. Scheinbar nicht. Hey du kommst doch von draußen, oder? Wie ist die Lage dort? Düster. Verdammter Mist. Ist doch gut bewacht hier. Bewacht? Überwacht meinst du wohl? Hör mal, ich probiere seit Tagen hier rauszukommen. Aber wenn man ohne Erlaubnis abhaut, wird man getötet. Ich schätze, du hattest schon bessere Tage. Das kannst du laut sagen. Diese Insel ist das reinste Pulverfass. Auf der einen Seite steht Sebastiano und auf der anderen die Schattenviecher. Und beide sind mordsgefährlich. Verstehe ich gut. Was weißt du über die Schattenwesen? Nicht viel, nur dass sie jeden töten, der ihnen im Weg steht. Und dass sie aus einer dunklen Höhle im Inland kommen. Wir werden diese Schattenbrut dahin schicken, wo sie hergekommen sind. Was ist mit Sebastiano? Eigentlich ist er ein sehr verantwortungsvoller Mann. Er ist verantwortlich für den militärischen Drill in Puerto Sacarico. Aber neuerdings ist er völlig verrückt geworden. Aha. Ja, seit er aus der Totenkopfhöhle zurück ist er wie verändert. Verstehe. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr der Alte. Weißt du etwas über Di Fuego? Er ist nachts verschwunden. Sprich doch mal mit den Nachtwachen. Was kann ich von dir lernen? Was möchtest du wissen? Ziemlich viel, wenn es geht, neuen Flinten lernen, aber nicht solche Dinge. Was? Werkbankpistolen und Flinten aufrüsten, reparieren. Naja, aber eigentlich nicht unbedingt.
Was kannst du verkaufen? Bombenschaden 300. Da können noch ganz nützlich sein, wa? So, jetzt haben wir natürlich ein paar Schwerter, aber die wir sowieso aktuell haben, sind sowieso, glaube ich, die besten. Ah, Generalsdegen, der ist nicht schlecht, wobei. Ja, Stichwaffe, wa? Ja, ein paar Kugeln wären ganz nett. So, verkaufen, was haben wir da Schönes? So einen Stichkling an, schlecht. Jetzt also ein bisschen Plunder, 4 Perlen, Silberkirche, Karine, Trinkhorn, Anschläge, goldene Schalle, Saphir, Smaragd, schwarze Perle, Alter. Mittlerweile sind wir so reich, so reich, so reich. So, Voodoo. Ja gut, das ist auch weg. Jaguarfell. Haben wir bald so viel Kohle. Eine knackige Rübe, behalten wir noch. Ein Giaf, merkwürdiges Ding, aber immerhin 400 oder so. Das stimmt, aber gesagt, wir behalten es noch. Außer wir brauchen das Geld mal dringend, aber sieht momentan nicht so aus. Aber jetzt echt aktuell ziemlich viel Geld. Jo, will man sagen, passt. Oh, ein schlecht. Übrigens. Du hast eine Erlaubnis erwähnt. Ein Versetzungsschreiben. Sebastiano könnte noch eins in seinem Büro haben. Nicht für mich, aber für einen Soldaten, der bei dem Vorstoß in die dunkle Höhle verreckt ist. Was würdest du mir denn geben, wenn ich dir das Schreiben besorge? Dir geben? Na, alles, was ich habe. Sehr gut. Ich besorge dir das Versetzungsschreiben. Tatsächlich? Dann sei aber bloß vorsichtig, hörst du? Lass dich nicht erwischen. Nö, kein Problem. Hier hast du dein Versetzungsschreiben. Du bist doch wahnsinnig. Ich meine, danke, Mann. Keine Ursache. Wann wirst du diese Insel verlassen? Ach, jetzt, wo ich das Schreiben in der Tasche habe, kann das warten. Die Gewissheit zu haben, dass ich abhauen kann, reicht mir völlig. Und so wie es da draußen aussieht, bin ich hier wohl eh besser aufgehoben. Ja, wieso willst du denn sowieso? Ja. Es muss unbedingt schnell gehen, oder? Jetzt, kann er ruhig warten. Kaputtes Schwert, tja. Das ist irgendwie hier. Ich bin kein Waffenschmied. Schade eigentlich, wa? Was ist noch Interessantes? Erstmal natürlich die Nachtwache. Was weißt du über Di Fuego? Er ist der Gouverneur von Tacarigua. Ich brauch's etwas genauer. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Ist schon eine Weile her. Ich zähle schon lange nicht mehr die Tage. Ich habe noch ein paar Truhen. Soll die bereits mal knacken, oder? Suchst du was Bestimmtes? Irgendwie ja schon. Weißt du etwas über Gouverneur Di Fuegos Verschwinden? Ich habe ihn gesehen. Es ist schon eine Weile her. Er hat das Lager verlassen. Zusammen mit Kommandant Sebastiano. In welche Richtung sind sie gegangen? In Richtung Dschungel. Mir war so, als wollten sie zum alten Wachturm. Und? Und der Kommandant ist alleine zurückgekommen. So. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Ich habe der Karte noch irgendwas anderes übersehen, noch weitere Punkte. Nee, ist echt nur der. Oh, da gibt es noch viel zu klauen. Mal ganz kurz, jetzt wieder hin war. Schleichen ging ja so. Mendoza macht mit. Na, come on. Also geht's also doch nicht. Und. Et voilà. Steinachs, Schrot, Goldfackel. Okay. Auch nichts Besonderes. Eine 40er Truhe. Das könnte doch unter Umständen
das ein oder andere Praktische dabei haben. Nö, natürlich nicht, war ja klar. Krüge mag ich sowieso am liebsten. Und natürlich auch ein paar Bänder. Sehr schön. Ja, wenn man sagen, weg hier war. Obwohl, jetzt könnte es eigentlich nochmal bei Sebastiano versuchen. Vielleicht will er momentan wieder etwas für uns. Man weiß es zwar nicht so genau. Das ist gleich, wie er drauf ist. Ich muss mich um die Truppe kümmern. Nicht mehr auf Ärger. Sehr schön. Das gilt auch für ihn hier. Ich hoffe, du weißt... Da wäre noch was. Ich habe mit den Nachtwachen gesprochen. Die Wachen berichten, du bist nachts mit Di Fuego weggegangen und später alleine ins Lager zurückgekehrt. Ach, berichten die Wachen das? Sagte ich dir nicht bereits, du sollst mich damit verschonen? Ich fand diesen Befehl von dir. Was ist das? Was hast du da? Zeig her! Ein Hinrichtungsbefehl. Von Gouverneur Di Fuego abgelehnt. Den hast du gestohlen! Hattest du einen Streit mit Di Fuego? Das geht dich nicht an. Und den Befehl nehme ich an mich. Und jetzt kein Wort mehr davon. Sonst wirst du wegen Diebstahls verhaftet. Na, eher du wegen Mordes. Es ist dein Schwert, mit dem Gouverneur Di Fuego umgebracht wurde. Diese Klinge habe ich schon vermisst. Willst du damit sagen, jemand hat dein Schwert gefunden und damit Di Fuego umgebracht? Ich sage, es spielt gar keine Rolle, was mit Di Fuego passiert ist. Er ist tot, dabei solltest du es belassen. Du hast Gouverneur Di Fuego umgebracht. Ja, du hast recht. Ich habe ihn umgebracht. Dieser eingebildete Narr stand mir im Weg. Ich habe gegen die Schatten gekämpft und viele gute Männer dabei verloren. Bis zum Totenschädel sind wir vorgedrungen. Ich bin hineingegangen und habe durch das Portal gesehen. Die andere Seite. Ja, und glaub mir, ich lasse mir nicht von einem fetten Sack mit Perücke Befehle erteilen. Was hast du auf der anderen Seite gesehen? Wir sind im Krieg. Es ist nicht nur ein Krieg gegen die Schattenwesen. Es ist die Magie, die unsere Welt zerstört. Du führst einen Krieg gegen die Magie? Ja. Und ich habe nicht vor, ihn zu verlieren. Du bist wahnsinnig. Irgendetwas im Kristallportal hat dir deinen Verstand geraubt. Sei besser vorsichtig, was du sagst. Ich arbeite nicht mehr für dich. So? Meinst du, das interessiert mich? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Niemand untersteht gerne einem Tyrannen. Also pass lieber auf deinen Kopf auf. Ich wusste es doch. Du bist nichts weiter als ein schwacher Mensch mit zu viel Mitgefühl. Geh mir aus den Augen und lass dich hier nicht mehr blicken. Sonst hetze ich die Höllenhunde auf dich. Was? Die Höllenhunde auf uns setzen? Was ist in der Quest jetzt los? Das ist zwar eben noch hier, aber ich glaube, es wäre klüger, wenn wir uns wieder zu Jack begeben würden, und dann gucken. Okay, Sebastian hat irgendwie nicht Verstand verloren, aber wie wir jetzt hier trotzdem weitermachen können. Vielleicht geht es echt so weit, dass ein... Aber, ja gut. Gegen den Kämpfen ist natürlich das eine, oder? Aber die Frage natürlich... Wir sollen ja trotzdem die Inquisition irgendwie auf unsere Seite bringen. Aber wie soll das klappen, wenn Sebastiano jetzt gegen uns ist? Questil ist trotzdem hier. Allianz mit der... Ja, mit Sebastiano. Ja, sehr schön. Ich glaube, das kann noch ziemlich heikel werden, Leute. Doch wie heikel genau, das erfahren wir wieder das nächste Mal hier bei Racing 3 Titan Lords. So wie es aussieht, vermutlich im Kampf gegen Sebastiano oder gegen seine Höllenhunde. Vielleicht mutiert er sogar zu einer Schattenbestie, vielleicht ist er gar nicht der richtige. Ich dachte gerade, er ist ein Höllenbiest. Ein bisschen Truthahn. Vielleicht ist er gar nicht mehr der richtige Sebastiano und ja, was auch alles passieren könnte. Das will es mir, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao zusammen.